Servus Leid, ich bin's wieder, euer Läusel. Und ich bin der Papa. Also es geht jetzt darum, ob der Papa weiterkommt oder nicht, gell, in seinem Borisch-Integrationskurs. Er hat mir einen Fragebogen gegeben. Ja. Was heißt ein Fragebogen? Eine Prüfung habe ich Eine zusammengestellt. Prüfung, ja. Ja. Weil ja viele von euch gestimmt haben, dass der Papa nur eine Chance haben soll und deswegen soll man eine Prüfung machen. Ja, dann mache ich jetzt die Prüfung. Ich hätte ihn nämlich einfach wiederholen lassen. Bitte nicht. Ja, hätte ich schon. Aber jetzt hast du die Chance mit der Prüfung, gell? Ja, die wichtige Nachprüfung. Ja, nachher schauen wir mal, gell? Dann konzentrier dich und leg die Prüfung mal ab. Wir schauen nachher mal weiter. Ich persönlich, während der Papa die Prüfung schreibt, sauf jetzt erst einmal ein Maß. Es war ja nicht anders zum Erwarten und schon hat der Papa eine Frage. Naja, also hier bei Bräuche, Ja, da heißt, was ist Fenstern? ja, Und ich habe geschrieben, Fenstern ist, wenn der Bur zum Madel bei der Stuben einsteigt. ja, Ist das richtig? ja, ist ja nicht verkehrt. Gut. Warum wurde gefenstert? Ja, Also- wie ist das entstanden, das Fenster in der Brauch? Ach so, ich habe geschrieben, ja, weil er sie kennenlernen will. Ja, das schon auch, aber warum? Das hat ja einen Grund. Ich hätten sie ja auch am See treffen können oder spazieren gehen oder so, oder? Warum hat das aber nicht funktioniert? Ich weiß es. Ja, sag einmal. Ganz einfach, früher waren andere Moralvorstellungen und haben die Bauern die Mägde nicht zu den Knechten gelassen und haben es weggesperrt. Und dann sind sie auf Nacht gekommen und sind bei ihnen eingestiegen und irgendwas war da mit Gesetz und Kuppelei oder sowas. Ja. Und zwar 1969 ist der Kuppelparagraph entstanden. So spät. Ja, 1969. Das ist noch gar nicht so lange her, gell? Da war ich schon auf der Welt. Ja, das siehst du mal. Ja, und der Kuppelparagraph, der hat das nämlich verboten und sogar unter Straf gestellt, wenn irgendjemand die Gelegenheit gegeben worden ist zur Unzucht. Zur Unzucht. Zur Unzucht. Zur Unzucht. Ja, und deswegen haben sie, damit die Buben ihre Madel kennenlernen haben können, nicht bloß Mägde, sondern auch die Bauerndichter und so weiter. Ja. Ja, ja. Du hast ja bloß aufpassen müssen, gell, damit du nicht ein falsches Fenster erwischt. Ja. Wenn du jetzt da beim Bauern eingestiegen bist, uiuiuiuiuiuiui. Nachher ist der Watschenbaum umgefallen, das sag ich dir. Schon. Ja, schon. Da habe ich Glück bei der Mama gehabt, dass ich da nicht fenstern musste. Die hat damals im 4. Stock gewohnt. Ja, da hast du aber echt ein Dudel gehabt bei deinem. Absolut. Ja, bei deinem Talent wärst du sowieso runtergefallen. Das wäre nicht einmal zum ersten Treffer gekommen. Sehr charmant. Sehr charmant. Ja. Oder die Mama hat das Fenster vor der Nase zugekauft. Sobald das Pappen aufmacht, gell, mit dem Preis ist. Naja, aber irgendwie hat es doch funktioniert. Naja, gut. Sonst noch eine Frage? Ja, bei der nächsten bin ich auch schon durch. Was sind Rauhnächte? Ja. Bist du sicher, dass das Rauhnächte heißt und nicht Rauschnächte? Nein, wir sind nicht Psuffer. Das sind Rauhnächte. Ja, okay, die Rauhnächte ist irgendwas. Was beschreibt der Rauhnacht? Was ist das? Eine raue Nacht. Dort ist die wilde Jagd gekommen. Zum Beispiel, ja. Ja, und das sind die Geisternächte irgendwie so ein bisschen Halloween und Neujahr oder so. Nein, nicht ganz. Und zwar ist es tatsächlich so, das ist die geheimnisvollste Zeit des Jahres. Ja. Und Kommt zwar, da die das Persten? kommt auch der Name Rau, weil das sind eben raue Nächte und raue Burschen. Ja. Das kommt da so von Dämonen, die sind, Ja. von wildenhaarigen Dämonen, die was in den Nächten ihr Unwesen treiben. Ich dachte schon, er meint mich mit Gruselig, haarigen gruselig. Dämonen. Ja, Ausstand tut schon so. Ja. Und zwar, und wann sind die? Ich dachte so von Halloween bis Neujahr, aber kann auch vom 1. Advent bis
Muss kurz nach Weihnachten sein. Also insgesamt sind ungefähr 12 Nächte und die sind immer um den Jahreswechsel umeinander zwischen Heiligabend und dem Dreikönigstag. Weißt du, was der Dreikönigstag ist? Ja, ja. 3 heilige Könige am 6. Januar. Ja. Oder 5. Und dann haben wir 3 Rauhnächte, die was ganz besonders wichtig sind. Oh. Und wann sind jetzt die? Ich schätze, Silvester, Silvester, ja richtig. Weihnachten. Die Christnacht, richtig. Ja. Und dann die Nacht vor 3 Heiligkönig. Ja, also weißt du es so. Ja, Bist ja gar nicht so blöd, wie es tust, gell? ja, ein bisschen geraten. Ja, ja. So. Und sonst noch was? Ja, was macht sie zum Schutz bei den Rauhnächten? Ja, was macht man da, damit man sich schützen kann vor die bösen Dämonen und Geister, die was da umeinander ziehen? Salz, Und dass sie die wohl die Jagd nicht mitnimmt. Salz streuen und eine Kerze an. Nee, also mit der Kerzen, das stimmt, aber Salz, na. Nein? Na. Bei was hilft dann Salz? Und zwar der Hausvater, quasi du. Ich? Ja, quasi du. Ja. Du musst das Haus, Hof, Wohnung, Steu, alles mögliche räuchern, was uns gehört. Aha. Und zwar musst du da selber ein Räucherwerk anlegen. Das ist aus Myrrhe, Weihrauch, Rosenblätter und Lavendel. Aha. Ja. Und nachher musst du mit dem Weihwasser rumgehen und musst das Weihwasser überall besprenkeln. Ja. Und nachher werden Kerzen angezündet und Bett. Mal beten. Ja. Ja, So wird das gemacht. So können wir sie von den bösen Geistern und Dämonen schützen, damit sie nicht mitnehmen. Weil wenn du bei der wilden Jagd dabei bist, na, das möchte ich nicht. Da bist du verdammt auf ewig. Auf Gut. ewig dich zum Erbarmer. Zum Erbarmen. Zum Erbarmer. Gut. Ja. So, nachher machst du mal weiter, gell? Ich Ja. sauf nur ein wenig. Also nachher, ich gehe mal da, ja. Leute, ich hab da mal eine Frage. Ja, was denn schon wieder? Schürze am Dirndl, ja, was bedeutet, Ja. ja, das mit den Schleifen? Also Also, eigentlich fällt es mir gerade auf. Wir gehen die Fragen alle durch während des Tests und sie gibt ja die Antworten. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. ich habe geschrieben, links gebunden, rechts gebunden. Das ist Eine ist ledig, das Gute andere ist Prüfung. verheiratet. gute Prüfung nachher. Ja, schon. Ja. Das ist so, links gebunden, glaube ich, ist ja ledig Ja, und, das war's, gell? und rechts. Das war's. Ja, ganz einfach. Ich habe das so wie mit dem Ehering gedacht. Den Ehering hat man an der rechten Hand. Wenn das Schleiferl rechts ist es verheiratet. Wenn es links gebunden ist, dann ja, ist der ledig. Ja. Vorne mittig und hinten, das weiß ich nicht. Vorne mittig, Ja, das ist nur eine Jungfrau. aha. Ja. Na ja. Und hinten, wenn sie ein Schleiferl haben, ist entweder eine Witwe oder aber eine Kellnerin, also absolut tabu. Eine Kellnerin. Kellnerin, Ja, die mag gar nicht angetatscht werden von dir. ja, Weißt du das? Also, na. als ob ich Kellnerinnen antatsch. Na, ich weiß ja nicht. Irgendwie kriege ich immer überall Hausverbot mit dir. Mit mir? Bestimmt deswegen. Ich glaube, ich mit dir. Na, kann ich mich nicht erinnern. Ich bin voll lieb. Also was ist ein Wolpertinger? Das weiß ich gut, Ja, weil wir mal einen fangen wollten. ja. Der Wolpertinger ist dieses Tier, Hase, Reh, Eule. Schlaft jetzt ein beim Nein, Test ich oder wollte was? husten. Also das ist Hase, Reh, Eule gemischt und Ja, alles Mögliche. ja, genau, Ja. das kenne ich. Ja, und warum musst du aufpassen vor Wolpertinger? Warum muss ich Ja, aufpassen? du schon. Ich nicht. So, ich fürchte mich nicht vor so einem Vieh. Na, hast du eine Ahnung?
Du musst lachen, wenn du einen Wolpertinger siehst. Wieso das? Ja, weil du der Preis bist und der Wolpertinger frisst Preisenfleisch. Das habe ich noch nie nicht Ja, gehört. so ist es aber, da musst du mal erkundigen. Und dann nimmst du mich mit auf Wolpertinger Jagd. Freilich brauche ich ja irgendwie was zum Locken. Bin ich dann der Lebendköder? Bin ich der Regenwurm? Ja, schon. Was meinst denn du? Sehr witzig. Sehr witzig. Sehr witzig. So, ich gehe wieder zu meiner Maus. Servus. Läusel. Mein, Ja. mein. Ja, was ist denn jetzt schon wieder Schimpfen. los? Setz einen bayerischen Fluch zusammen mit mindestens 3 Zeichen. Ja, Mit 3 Zeichen oder ja, 3 Zeilen, ein langer Fluch, ein Ach so. langes Schimpfen und Fluch, nicht bloß, Kreuz, Kruzifix, das ist ein bisschen kurz. Sakrament. Ja, Himmel, Herrgott, Kreuz, Kruzifix, Sakrament, blädes Klumpverrecktes, blödes Freibierlädchen, Haderlump, greislige Prietschen, greislige Schnepfen. also ich bin fasziniert. Gell? Das habe ich doch gut gekonnt. Ja, da kann ich gar nichts sagen. Ich bin fasziniert, da kann ich fast noch was lernen. Und das nächste ist, das weiß ich. Wie isst man Weißwürste ganz genau und was ist zu beachten? Zu beachten ist, dass man die vor 12 isst, dass man einen süßen Senf nimmt, keinen Mostrich, süßer Senf vor 12, dass man dann es nicht mit Messer und Gabel isst, das Teil mit dem Loch nach oben nimmt und dann so und so zuzelt. Und, Ja. dazu trinkt man eine Maß. Ja. Aber was für ein Bier? Ja, ein helles. Na, ein Weißbier. Okay, ein Weißbier. Ja. Was ist ein Grandler oder was ist ein Grattler? Ein Krattler. Ich kann dir aber sagen, was ein Grandler ist. Du bist ein Grandler und ein Grattler ist ein... Das bist du. Magst du sagen, ich bin ein Nein, Krattler oder was? Ha? Nein. Ich glaube, ein Grattler ist so ein Landstreicher. Kann das sein? Ja, also jetzt nicht wirklich Landstreicher, das ist so ein typisch bayerisch Wort. Ein Krattler, das sagt man zu jemandem, der was, ja, recht oberbealt daherkommt, der was voll der Assi ist oder nicht so gut gesellschaftlich gesehen. Aha, ein Ja. Prolet. Nein, nicht der Prolet, also schon das schon so ein Penner. Schon ein Penner. Ja, mehr oder weniger. Aber weißt du, wo das herkommt überhaupt? Ja. Nicht? Na, weiß ich nicht. Tja, und zwar, ein Krattler kommt von der Kratten. Ein Kratten ist ein zweirädliger Wagen. Und zwar sind da früher so Flüchtlinge quasi aus Tirol gekommen nach Bayern. Aus Tirol. Ja, aus Tirol. Flüchtlinge aus Tirol. Ja, das waren die Tiroler Zuwanderer. Die sind nach Bayern über die Alpen gekommen und die haben nicht viel gehabt, und weil sie halt sowieso arm waren und alles, was gehabt haben, ihr Hab und Gut, haben sie eben auch so einen kleinen Wagen gehabt, wie ein Bollerwagen. Ah, war das wegen dem Napoleon? Ja, wie seid der Napoleon damit zusammen? Ich Ja, weiß ja, nicht der genau. Napoleon ist in Tirol einmarschiert. Die blöde Sau. Ja, und auf alle Fälle haben nämlich deswegen die Bayern zu denen gesagt, weil die nichts gehabt haben und nichts, ja. Also als ein Und rechts runtergewerkelt gekommen sind. Ja, also ist ein Grattler ein runtergekommener Tiroler. Das war früher der Ursprung. Heutzutage sagt man Grattler zu allen möglichen. Ach so. Oder auch wenn mich jemand aufregt oder auch wenn jetzt du einmal da total müffelst oder schwarzelst oder so, dann sag ich ja, mei, ja, Gott sei Dank, du stinkst wie der Krattler. Das hast du schon oft gesagt. Ja, deswegen. Ach so, Ja. gut. Was ist das? Bayerische
Worten übersetzen muss ich da. Haklig. Haklig. Das weiß ich. Du bist haklig. Das ist nicht haklig. Das kommt nicht vom Hagel, sondern es ist haklig. Ja, haklig. 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 Ja, Das ist von heikel. Mama ist besonders haklig. Ja, das kannst du so nicht sagen. Sie weiß nur, was sie will. Nein, Mama hat Angst, dass heute mit ins Bett darfst oder was, ha? Mal den Teufel nicht an die Wand. Ja, also haklig, was da was ist? Ja. Geschwerl. Schwer. Geschwerl. Schwer. 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 Da haben wir wieder das GE. Das ist nach der ganzen Zeit. Also ein Bayer sagt nie GE. Gehabe dich wohl. Geschwerl. Also Geschwerl. Geschwerl. Ja. Das sind Krattler in der Mehrzahl. Ja. Ja, also Pack. Also wenn er gerade dann noch dazukommt, das macht es da halt dann so. So, das ist halt so der letzte I-Punkt, gell, vom Geschwerl. Mhm. Also so in einer Borzen oder so hast du das ganze Geschwerl sitzen. Naja, da wo die Gläufe, die Doldis und die Oldis sind, ne, die ganzen. Ja, die Doldis. Ja. Ja, und wenn da der Grattel auch noch dazu kommt, ach, na, dann will ich halt nicht in der Borzen sein. Na. Da sauf ich mein Bier lieber am Stammtisch. Und hier, was ist ein Jumpsterer? Ein Jumper. Ein Jumpsterer, ja, ein Jumpsterer. Ein Jumpsterer. Ja, eigentlich klingt das so wie der Erdinger Champ, dieses alkoholfreie Bier. Ja. Aber irgendwas anderes ist das. Ein Jumpsterer. Ja. Ist ein Jumpsterer ein böses Wort? Ja. Also. Nett ist das jetzt nicht so gemeint. Also wenn man zu einer Madel sagt, na du blöde Sau, was für einen gräuslichen Jumpsterer hast dabei. Wieso bestimmst du das arme Mädel mit du blöde Sau? Was hat er dir getan? Ja, aber wenn man Jumpsterer zu ihrem Freund sagt, dann ist das auch nicht nett. Okay. Dann muss ich zu ihr auch nicht. Ja, also man muss jetzt ja nicht Gott und die Welt beleidigen hier, oder? Ja. Also ein Jumpsterer, das ist abfällig für einen Spusi. Aha. Ja, also einer, der was nicht wirklich zum Heiraten gut ist, aber halt zum Spaß haben. Jumpsterer. Naja, das sind meistens so wohl die langhaarige, bärtige Kerle mit Hawaii-Hemd. Leute! Gut, wohl, mein Papa ist ein Jumpsterer. Oh Gott! Ein Jumpsterer ist mein Papa. Na. Aber ich habe jetzt ganz, ganz viel bei der Prüfung gewusst. Ja, also ich muss jetzt das nur auswerten, aber was ist denn eigentlich so mit den bayerischen Füllworten? Das kann ich schon nicht mehr reden. Mit den bayerischen Füllworten. Ja, Mai. Ja, zum Beispiel. Ja, Mai. Schauen wir mal. Fei. Ja, Fei. Das ist Fei gut. Feige und Mai. Was? Ja, Mai. Feige Mai. Feige Mai. Feige Mai. Das ist halt schon lustig. Oh. Das ist wie jetzt zum Beispiel. Das ist ein guter Wort. Warte, überlege ich den Satz. Pass auf. Mai. Mai. Die sind Feischoshi, gell? Der Mai ist Feischoshi. Mai, die sind Feischoshi, gell? Ja, also da sagst du. Also haben wir alles drei in einen Satz unterbracht, die Füllwörter. Super, oder? Ja, super Satz. Ja, wir Bayern sind ja super. Mai. Fei. Mai, die sind Feischoshi, gell? Mai, Fei, die sind so schön, gell? Mai, die sind Feischoshi, gell? Mai, Fei, die Mai, die die sind Fei
Fei, Scho, Scho, Sche, She, Ge. Ge. Mai, Fei, ja, die sind so schön, gell? Und wann kann man die Wörter einschätzen? Immer überall. Ja, so ist es. Ja. Jetzt habe ich es aber geschafft, hoffe ich. Ja, mehr oder weniger. Also ich werde die Prüfung noch auswerten und wir werden das nächste Mal Bescheid geben, mir ist schon ausgefallen ist, gell? Was hast du für ein Gefühl? Ich habe einiges gewusst, manches ungenau, aber ein Blödsinn habe ich nicht erzählt, glaube ich. Ja, werden wir mal schauen. Also wir geben uns das nächste Mal Bescheid. Servus. Servus.